Ohne Lehm geht nichts in der Glockengießerei. Die ganze Glockenform besteht nur aus Material, was aus der Erde kommt. Und einmal hat man dieses Material, einmal ist das Material wieder anders. Und dann muss man halt wieder schauen, wie ich das Rezept hinbringe mit der Lehmmischung dann. Ja, probieren jetzt fahren. In der kleinen Werkstatt wird gerade gegossen, aber mit Wachs. Elisabeth Konig ist für die Verzierung der Glocke zuständig. Eigentlich ist sie Malerin, arbeitet aber schon viele Jahre für die Glockengießerei. Die Form ist ein Bestandteil der Glockenaufhängung. Jetzt hängt nichts mehr, jetzt geht es schneller. Der Kern ist fertig und bekommt eine Trennschicht. Das ist jetzt die Isolierschicht, außer mit Wasser. Und da der Zwischenraum, das wird die echte Glocke mal. Und die wird wieder aus festem Lehm gemacht. Sie ist aber nur Platzhalter für die Bronzeglocke, weshalb sie auch falsche Glocke genannt wird. Die falsche Glocke wird rausgeschlagen und dann kommt der Mantel wieder drauf und dann hat man zwischen Kern und Mantel diesen Hohlraum wieder. Und der wird dann mit Metall gefüllt. Besser. Weißt du, ich muss immer halten gleiche Schere. Nicht wissen wie. Josef Laschak kommt wie Aleš aus Tschechien. Schon sein Vater hat in der Passauer Gießerei gearbeitet. Nein, ich bin alleine, junger Mann. Nur Frau. Aber nicht heiraten, nicht sowas. Haben Hund. Das ist mein Kind. Da habe ich jetzt gar nichts, da habe ich mir gedacht, nur mit Haaren. Ja. Sieht halt so wenig nach Engel aus. Aber der schaut gut aus. Mir gefällt der. So, das Gesicht könnte sogar noch reduzierter sein. Das muss gar nicht so naturalistisch sein, weißt du? Ja, aha. Na, das Gesicht ist cool. Also ich würde es so machen wie bei dem. Und würde dem jetzt praktisch hier noch so, da so ein Flügel hier sitzen. So. Deswegen sind sie irritiert. Okay, gut, dann Aber es schaut gut aus. sie wieder. Einmal ist mir eins auf die Nase gefallen. Die tragt das raus. Das muss schon. Auto aufsperren? Ja. Die falsche Glocke ist fast fertig. Auf den glatt gezogenen Lehm kommt eine warme Flüssigkeit. Das ist Rindertalg. Rinderfett. Wo kommt denn das her? Das haben wir vom Metzger. Und warum nimmt man gerade Rinderteig her? Der klebt besser wie Schweinefett oder was. Und da muss ja die Schrift dann drauf. Und die klebt dann fest mit dem Rindertalg. Es ist Ende Januar. Mehr als 4 Wochen nach dem Kernaufbau erhält die falsche Glocke eine Wachskrone. Und jetzt da nehmen. Ja, genau. Und langsam rauf. Langsam, dass nicht bricht. Auf der Krone sitzen die Kanäle für den Einguss der Bronze und die Entlüftung der Gase.
Auch das Wachsmodell ist nur ein Platzhalter, der ausgeschmolzen und beim Guss durch Bronze ersetzt wird. Genauso wie das Fischmuster und die Schrift, die von der Kirchengemeinde Baierbach und der Diözese ausgewählt wurden. Sind Sie eigentlich religiös? Nein. Nein. An irgendwas glaubt der Mensch aber doch meistens doch. Was würde ich so sagen, an die Naturwissenschaften? Wichtiger Schritt. Die Glocke nimmt Gestalt an. Bis sie erklingt, wird es noch dauern. Also wenn ich eine Glocke gießen will, habe ich zuerst die Idee vom Klang. In einer Glocke sind ja mehrere Töne. Wenn ich die Glocke anschlage, dann klingt nicht nur ein Ton, sondern ein Klang aus mehreren Tönen, aus mehreren Frequenzen. Sie bauen von Anfang an etwas, was Sie nicht sehen, nämlich den Klang. Und erst nach dem Gießen, wenn Sie die Glocke abgekühlt, die bronzene Glocke wieder ausgraben, wissen Sie, ob Ihre Arbeit was geworden ist oder nicht. Sepp Jungbauer spritzt eine Trennschicht aus Graphit auf die falsche Glocke, damit sie sich besser vom Mantel löst.